Yes! Wir haben das gesungen jetzt gerade vorher, oder? Jesus, der Gottessohn, der König, und wir erheben ihn. Und die nächste Predigtserie geht ein Stück weit in diese Richtung, wo wir ein bisschen in den Himmel hineinschauen. In das Unfassbare, wo die Bibel zwar ein Stück weit erklärt, aber gleich wird es nie so erklärt, dass man sagen könnte, so und so und so und so ist es. Sondern es ist eben ein bisschen unfassbar. Die unsichtbare Welt, der Himmel und all diese Sachen. Und dort tauchen wir heute ein und wollen halt ein Stück weit daraus betrachten, was sagt denn die Bibel darüber rein? Was sagt die Bibel zum Unsichtbaren? Und das Unfassbare wollen wir miteinander heute Morgen anschauen. Eine klare Betrachtung. Und dann ist ja das eine, oder? Wir sind ja immer sehr kopflastig, oder? Dann wissen wir, in der Bibel gibt es das, 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 und im Himmel gibt es das und das und dieses, und das sind die Guten, das sind die Bösen. Amen. Oder? So, meistens kommen wir bis dort her. Aber mit dieser Predigtserie wollen wir auch ein Stück weit tiefer gehen und sagen, ja, was hat denn eine unsichtbare Perspektive mit deinem Leben jetzt zu tun, da? Und das schauen wir in dieser Serie, Predigtserie, miteinander an. Und ihr wisst es vielleicht nicht, aber doch bin ich ein Fan von Dokus. Wenn ihr mit mir diskutiert über irgendein Thema, dann sage ich irgendwann den Satz, ja weisst, ich habe eine Doku geschaut, oder? Von Arte und so weiter. Oder der Harald Lesch, den finde ich auch richtig cool. Wobei, was der erzählt, kann ich nur so halb nachvollziehen, weil er ist Physiker und erzählt dann so ein bisschen, wie die Welt entstanden ist und so. Und es ist so krass, was alles erklärt wird. Und wie sie verkrampft, besonders auch der Harald, oder? Mein Kollege, der probiert zu erklären, dass es nichts Übernatürliches gibt. Und für alles eine klare Erklärung gibt. Was aber nicht erklären können, ist, warum es nichts gibt. Also warum es etwas gibt. Das geht nicht, oder? Am Anfang ist nichts, oder? Und wieso kommt aus nichts etwas? Und dann fängt es da an mit Erklären und ich denke, da komme ich jetzt nicht raus, aber weiter schauen. Oder? Und ihr merkt, wir sind verkrampft auf dem, wir müssen alles erklären, oder? Und ich habe schon eine ganz coole Erklärung gehört, warum Jesus übers Wasser gegangen ist. Weil es hat manchmal Zeiten gegeben, wo ganz ein kalter Wind dort ist. Dann hat dort der See gefroren, oder? Und dann ist Jesus quasi auf einer Eisscholе über den See. Habe ich schon gehört, Also es gibt schon für alles irgendwelche Erklärungen. Recht lustig zum Teil, den habe ich jetzt gedacht, den bringe ich, oder? Und wenn man so in dieser Zeit ist, merkt man, wir sind total in einer aufgeklärten Zeit. Wir denken nur noch mit dem Ratio, realistisch, und auf der anderen Seite denken wir immer ans Machbare. Oder? Wir, Menschen, machen uns Ziel zum Beispiel, dass Ende Jahr das Wetter nicht mehr als 3 Grad wärmer werden. Ende Jahrhundert, irgendwie so, oder? Das machen wir einen Beschluss, finden alle super, haben das Gefühl, das können wir machen. Natürlich können wir etwas beitragen, aber wer weiß, was noch alles kommt, oder? Und da staune ich immer wieder, wie wir in diesem Machbarkeitswahn sind. Oder? Und dann könnte man ja annehmen, dass man über das Übernatürliche, das stirbt ja aus. Oder? Weil wir wissen ja alles und können alles erklären und so. Aber wenn du schauen auf YouTube, es gibt mindestens gleich viel YouTube-Kanal über übernatürliche Sachen wie über den Harald Lesch oder andere von diesen Kosmonauten, die das alles erklären, oder? Und dann merkst du, wenn du dort drin hineingehst, oder, dann hast du ein Doku über mysteriöse Sachen im Wald und überall und Schamanismus und so weiter. Also du merkst, oder? Es ist auch, obwohl wir total rational sind und das erklären wollen, haben wir genau das Gleiche anders auch. Und dem sind sie auf die Spur gegangen und haben vom Bundesamt für Statistik mal eine Umfrage in der Schweiz gemacht. Oder so. Gibt es eigentlich noch Übernatürliches oder nicht? Und da haben sie so eine Umfrage gebracht, die wird hier eingeblendet, genau. Ich erzähle es euch, vielleicht ein bisschen, oder? Also 40% der Schweizer glauben an einen einzigen Gott. Man hat dann nicht gefragt, welchen, oder? Aber einfach einen. 25% der Schweizer glauben an eine höhere Macht. Also da muss sicher etwas sein, oder? Und 2% der Schweizer glauben natürlich an mehrere Götter, so wie es im Hinduismus zum Beispiel der Fall ist. Also wir haben laut dieser Umfrage 67% der Schweizer glauben irgendwie an das Übersinnliche, an das Übernatürliche. Aber von diesen 67% kann es keiner sagen, wie es wirklich ist. Weil es eben unfassbar ist. Man hat schon da und dort ein bisschen etwas, aber wir können sagen, die Mehrheit der Schweizer glaubt an eine übernatürliche, unsichtbare, unfassbare Realität, die nebst dem, was da ist, noch existiert.
Und wäre das nicht einmal ein cooler Ansatz für ein Gespräch? Nur so, um ein bisschen in die Tiefe zu kommen. Es geht ja gar nicht darum, nicht nur mit Gott und Jesus anfangen, aber einfach über das Übernatürliche zu reden und dort mal, wäre doch mal so ein Ding, wo man sagen könnte, komm, wenn ich das nächste Mal mit einem gehe und ein Bier trinke, rede ich mal, ich will mal wissen, ob er zu diesen 67% gehört oder nicht. Oder? Und dann bist du schon in einem ganz coolen Gespräch drin. Wir gehen jetzt anderweitig ein Stück tiefer, wir gehen und schauen in die Bibel hinein, was sagt denn die Bibel über die übernatürliche Welt. Und dazu habe ich da ein Flipchart mitgenommen, wo ich euch wieder das ein bisschen bildlich zeigen kann. So, geht das so? Auch für euch zum Schauen, auf, tipptopp. Also für die Leute in der Bibel oder die Bibel geschrieben haben, ist es ziemlich klar. Es gibt einen Himmel. Und es gibt nicht nur einen Himmel, wo irgendwie Sonne und Sterne hat, oder so. Und den Mond und Sternli. Sondern es gibt auch einen Himmel, wo Gott wohnt. Also es gibt einen Ort, wo es für sie klar ist, dort thront Gott. Das ist die Krone. Ich zeichne ihn jetzt nicht, aber das ist ein Stuhl. Nicht, dass ihr das Gefühl habt, dass ich Jesus würde ich ein bisschen schöner zeichnen. Genau. Oder? Und das ist einmal sicher das, wo sie drin gehen. Das ist für sie immer klar gewesen. Es gibt eine Dimension von dem Unsichtbaren. Oder? Es ist dann zum Teil so gewesen, ja, Gott ist wie die Sonne und so weiter. Und dann hat man die Gestirne, die gewesen sind, hat man denen auch Namen gegeben und gesagt, ja, das ist es. Und das sind so Sinnbilder. Oder man schaut dann so in den Himmel hinein. Das ist so die Welt von der Antike. Und da oben ist entweder Gott, jetzt von der Bibel her ist klar, da wohnt Gott, oder eben dann mehrere Götter oder Titanen oder was auch immer dann ein bisschen die Ding war, oder? Und so haben wir sicher die Realität. Und was für natürlich alle im Alten und Neuen Testament und überhaupt klar ist, es gibt eine Welt, wo wir wohnen. Ich mache euch da. Wir sind ganz glücklich da unten. So. Es gibt wie die zwei Welten, das ist schon mal fix klar. Und auch wenn man in der Bibel liest, also nach den ersten paar Versen stolpern wir schon wieder über die Welt oder über die Welt, was die wieder machen oder was da oben passiert und so weiter. Und gell, das ist nur so angedeutet. Es ist nicht ganz genau die Einwohnerzahl oder irgendetwas beschrieben in der Bibel, sondern immer wieder Andeutungen, immer wieder symbolische Sachen. Und so symbolische Sachen sind eben auch die, wo man sich dann irgendwie etwas vorstellt. Oder wo man dann das Gefühl hat, der Teufel hat Hörner. Und wo man das Gefühl hat, der Teufel hat einen Schwanz. Und er ist böse und er stinkt nach Schwefel. Oder? Das ist so das Bild, das wir vielleicht haben, wo man sagt, ja, das kommt ein bisschen aus der Bibel, aber es ist nicht klar. Aber dann macht der erste eine Zeichnung, der andere sagt, das ist immer noch schön, machen wir eine zweite Zeichnung, oh, die ist richtig fratzig und wow, das ist sicher ein Dämon und so. Aber das ist ein Geschöpf von Gott. Und er war mal ein höherer Engel, wenn man das so sehen, oder? Wenn der Teufel reinkommt, dann ist es vielleicht ganz hell und warm, könnte ja sein. Aber sein Wesen ist schlecht, ist bösartig. Ist der Vater von der Lüge und verführt dich dann. Und er kann dich vielleicht viel ringer verführen, wenn er aussieht, wie eine Lichtgestalt. Was auch immer das könnte sein, oder? Im esoterischen Bereich und so, können wir nicht mal schauen. Und dann merkst du, oh, das ist gar nicht so, wie ich mir das so klassisch vorgestellt habe. Das ist mal der Teufel, oder? Da gibt es einen Haufen Theorien. Ich finde es cool, wenn man an einen Engel denkt, oder? Und dann denke ich immer an ein übergewichtiges Kind mit kleinen Flügeln und ich habe immer überlegt, ob die wirklich fliegen können. Weißt du, die sind ja recht schwer und die Flügel sind sau klein und dann... Genau, da hast du so ein Bild, oder? Wo da irgendwie, ich weiß auch nicht, wer auf die Idee kommt, oder? So werden sie übrigens in der Bibel nicht beschrieben. In der Bibel sind die Engel schon noch ein bisschen anders. Genau. Aber wichtig ist, dass die biblischen Autoren merken, es gibt diese Welt und es gibt diese Welt. Und es gibt auch ganz gute Bibelstellen, wo wir drin haben, zum Beispiel in einem Psalm 89. Dort heißt es, in der himmlischen Ratsversammlung fürchten sie Gott mit heiligen Scheu. Ja, Ehrfurcht ergreift sie alle, die um ihn sind.
Also wir merken, Gott ist gar nicht allein im Himmel. Der regiert auch nicht ganz allein, zack, 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 sondern er hat irgendwie eine Ratsversammlung. Oder dann auch im Hiob, die Versammlung der Gottessöhne wird dort beschrieben. Was auch immer das genau ist, und da gibt es ganz viele Auslegungen darüber und Zeug und Sachen. Oder göttlicher Hofstab gibt es auch im Himmel, 1. Könige 22. Also man merkt, oder, nebst dem, dass da Gott ist, hat es noch ganz andere Gestalten und Wesen im Himmel. Und was da sicher klar ist, Gott hat immer die Regierung. Aber er zieht die Leute oder eben die Wesen, zieht er mit in die Regentschaft hinein. Und das ist schon im Alten Testament, das sind ja alles Bibelstellen dort, ist das die Idee, oder? Gott regiert, aber er regiert nicht allein, er tut seine Macht teilen, er nimmt andere Leute mit drin hinein. Und es geht um zusammen zu regieren. Tönt doch wieder Offenbarung? Nicht. Ist das nicht vielleicht sogar eine Idee, die von Gott tief im Herzen hat, die er auch mit uns mal haben will? Wenn wir die Offenbarung lesen, zum Beispiel 2, 26, 28, dann geht es darum, dass wir mit ihm regieren über die Erde. Das ist vielleicht eine Idee oder ein Gedanke von Gott, den er eigentlich schon mal umgesetzt hat und eben auch mit uns auf dieser Erde umsetzen will. Hey, ich regiere mit euch zusammen. Wir zusammen regieren. Und ich gebe euch die Gewalt und die Macht, um zu regieren. Ich finde das ein ganz spannender Gedanke, dass Gott erstens nicht allein ist, andere mit einbezieht in dieser Dings im Regieren und gleichzeitig auch, wenn wir in die Zukunft schauen, merken, hey, eines Tages will Gott mit mir regieren. Also, be prepared, seid parat, oder? Gut, mein Englisch. He? Aber das ist so ein wichtiger Punkt, wo ich finde, da können wir mal drin hineingehen und sagen, hey, mein jetziges Leben ist ja auch ein Stück weit eine Vorbereitung auf die Regentzeit, die dann kommt. Wo er sagt, hey, come on, jetzt du und ich, zack, da ist dein Zepter und jetzt geht's los. Aber wie auch immer man das dreht, oder, und wendet, wir merken in der Bibel, wenn wir da weiterlesen, nehmen wir blau, dass es, wenn das die göttliche Welt ist, und das da, unsere Welt, dass es da eine Schnittstelle gibt. Also wenn man das anschaut, in der Bibel durchbuchstabiert, durchliest, man merkt, dass es irgendwo die göttliche Welt gibt, wo Gott nicht allein ist, und die Erde, und es gibt die Welt dazwischen, oder nicht dazwischen, sondern dort, wo eine Verbindung passiert, wo die Leute, die regieren im Himmel, mit den Menschen agieren oder wir auch gleichzeitig mit Gott können in Verbindung treten. Und wenn man das ein bisschen durchstudiert, dann merkt man, ah ja, stimmt, im Daniel ist doch das gewesen, Engelsbegegnung, oder, wo das kleine übergewichtige Kind mit den kleinen Flügeln rein, nein, ist nicht dort, oder? Aber dort merkt man, das ist eine Engelsbegegnung. Oder vielleicht denkt ihr an Jakob, genau, mit den Himmelsleitern, wo es eine Begegnung gegeben hat, wo er gesagt hat, nein, das ist nachher ein Ort der Anbetung. Und natürlich die Maria. Und Engel, die interagieren miteinander. Also da gibt es Sachen, wo die sehen, was da oben läuft, oder wo einen Blick in den Himmel haben, weil das ist, da hat ja irgendjemand in den Himmel hineingeschaut. Also hat es da in dieser Schnittfläche von diesen zwei Welten, gibt es immer wieder Begegnungen. Und das ist auch klar, wenn wir sagen, das ist unfassbar. Das ist jetzt eben der Teil da, wo wir vielleicht jetzt in dieser Predigtserie miteinander anschauen. Wir schauen sicher ein paar Gestalten da oben an, aber auch da drin, was da abgeht. Das ist die nächste Predigtserie, wo wir drin gehen. Und dann eben haben wir die Engelsgestalten und dann gibt es die normalen Engel und dann gibt es die Cherubime, die beschrieben werden, die Flügel haben, die alles zudecken und gleich haben sie Arme und einen Kopf. Die sind noch beschrieben mit Rädern, die immer mitfolgen, wo sie sind. Dann gibt es die das Paradies bewacht haben. Und da merkst du, oder, da hat es überall Einblick, wo die Autoren der Bibel sagen, es gibt immer ein Stück weit eine Überlappung von beiden Welten. Ich möchte in diese Perspektive hineingehen. Und das ist eigentlich fast unumstritten und ziemlich klar, wenn man die Bibel liest, dass das die Perspektive ist von der Bibel. Es gibt eine himmlische Welt, es gibt unsere Welt und es gibt immer wieder
Gesandte oder Boten, die reingehen in die Zwischendinge hinein zu uns Menschen oder die Überlappung, die wir da haben. Das ist eine klare Perspektive. Wenn wir weiterlesen in der Bibel, dann merken wir, es gibt noch eine andere, zweite Möglichkeit. Und die ist umso interessanter, weil die auch im Neuen Testament noch ein bisschen mehr beschrieben wird. Und dort geht es darum, dass Menschen geistliche Mächte anbeten und die dann Einfluss haben. Also es gibt Leute, die sich quasi durch ihre Gebete in diese Sphäre hineingehen, also mit Anbetung von Mächten, von Leuten, die da oben sind, die mit Gott regieren und da dann wenn ein Einfluss kann passieren. Und je nachdem, was du da oben anbetest, ist der Einfluss unterschiedlich. Also das ist für die Autoren der Bibel ziemlich klar, dass es da ein Zusammentreffen gibt, wo Menschen das suchen können und auf der anderen Seite da auch gesucht wird, zum Einfluss zu nehmen. Also es gibt die Welt, gut, ich schicke einen Engel, zack, ein Engel, hallo, du wirst schwanger. Oder es gibt die Möglichkeit, wie da kann Einfluss genommen werden, in dem Sinn, dass da jemand von da unten sucht oder eine Verbindung entsteht und da dann ein Einfluss vom Göttlichen aufs Menschliche kommt. Und das merken wir, wenn wir jetzt ein Bild wollen, das ist die Theorie, wenn wir ein Bild wollen, merken wir das zum Beispiel in den Nachbarvölkern von Israel. Die haben ja Götter angebetet. Und die sind wirklich grundsätzlich schlecht gewesen. Also, merken wir, dass da oben nicht nur Gute sind, immer nur die lieben, leuchtenden Netten, sondern auch solche, die bewusst wollen, ihres schlechten Reich Einfluss nehmen über schlechte Einflüsse auf dich oder auf die Menschheit. Im Sinne so, dass man hingeht und sagt, hey, das ist der Gott von der Fruchtbarkeit. Und dann betet es den an und dann hat der Einfluss auf die Welt da unten. Und es wird dann eine abartige Art von Fruchtbarkeit oder von Sexualität geben oder von Macht und so weiter oder von Krieg. Und dann wird das zelebriert. Man bringt einander um, man bringt Menschenopfer, man bringt Nachbarvölker um. Und das merkt man im Alten Testament, in diesen Nachbarvölkern von Israel, wie das dort fest missbräuchlich passiert ist. Dass schlechte geistliche Einflüsse auf die ganzen Völker haben können wirken. Und Israel mit ihrem Gott ist eigentlich das Pendant dazu. Und das ist der Grund, warum ein Paulus im Epheserbrief sagt, hey, wir kämpfen gar nicht gegen Fleisch und Blut, sondern die sind getrieben von etwas Höherem, von einer geistlichen Macht, die Einfluss nimmt durch das, dass sie angebetet wird auf die Menschen und dann kommt das Böse raus. Und wir kämpfen nicht eigentlich gegen die Person oder gegen den oder gegen das, sondern es gibt viel mehr Mächte und Gewalten, die Einfluss nehmen. Und das ist auch etwas, was die Bibel ganz klar oder die Autoren der Bibel so sehen und so auch erzählen. Also das heisst, eine böse Macht kann eine böse Ideologie auf unsere Erde bringen, durch Anbetung zu einer Verbindung, vielleicht von einem Schaman oder irgendetwas da drin hineingehen. Und in Paraguay war es im Fall völlig normal gewesen, also das ist jetzt auch schon wieder 20 Jahre her, wo wir dort waren, dass es einen Pache gibt, einen Totenzauber, oder? Also das zauber ich über jemanden und der stirbt dann. Funktioniert nicht immer, die sind dann manchmal auch noch krank geworden, aber die Idee wäre, dass er sterben würde. Also ihr merkt, da ist etwas, oder? Genauso im Umgekehrten. Ja, jetzt wird es spannend. Jetzt schauen wir alle auf das Ding und denken, ui, nein, oder? Aber genauso ist es umgekehrt. Wenn wir als Christen, geführt von Jesus, geführt durch den Heiligen Geist, motiviert durch den Heiligen Geist, seinen Willen tun, sein Reich bauen, seine Ziele verfolgen, dann bauen wir da unten das Reich Gottes. Dann breitet sich das Gute aus. Und das ist auch die Sicht, die die Leute oder die Schreiber der Bibel haben. Es baut sich dann ein heiliges Reich von Gott aus, weil wir ihn anbeten und mit ihm sind. Und nicht nur durch Urteil, dass das schlecht ist, sondern ich verhalte mich besser, anders. Und da gibt Gott uns Motivation und Kraft dazu. Und der Heilige Geist, der uns da in dem hineinleitet. Also ihr merkt, das ist vielleicht die schlechte Variante, oder? Dann gibt es aber an sicher auch die gute Variante, wo Jesus oder Gott Einfluss nimmt zu uns Menschen und wir haben den Einfluss. Oder? Das kennt man jetzt da noch.
oder dass der Einfluss auf dieser Welt schlecht oder gut ist. Genau das Pendant gibt es auch und die Bibel zeigt das, oder? Wir kämpfen doch nicht gegen Fleisch und Blut. Und vielleicht ist es gut, einmal zu überlegen, hey, ja, wo bin ich da drin? Ja, von wem lasse ich mich denn leiten? Ja, wer nimmt denn Einfluss? Und habe ich überhaupt eine Sicht für die unsichtbare Welt? Und ich meine, da gibt es eine coole Geschichte, oder? Vom Elisa, wo in einer Stadt wohnt, die heißt Dothan und die wird von den Aramäern belagert, oder? Und dann sind Sklaven oder so sein Mitkollege. Der geht auf die Stadtmauer, schaut raus und sieht ganz viele Aramäer, die ganze Armee und sagt, oh Elisa, jetzt ist Ofen aus, die kommen morgen, sind wir platt, die ganze Stadt kaputt, oder? Und dann sagt Elisa, ja jetzt schauen wir doch mal, wie es wirklich aussieht. Und er spricht das Gebet und dann kommt der Mitstreiter vom Elisa, öffnet Gott die Augen und dann sieht er die feurigen Rosse, sieht die Engel, die rundherum stehen, oder? Und vielleicht wärst du ihnen auch so. Dass wenn wir den geistlichen Blick hätten, auf allen leeren Städten, oder auf allen leeren Plätzen würden jetzt Engel hocken. Und du würdest nichts mehr sehen, oder? Weil wenn da voll wäre, die sind ja alle 2 Meter groß und riesen Viecher und alle ihre Schwerter da so am Heben, oder? Und hören zu, und am Eingang stehen sie übrigens auch, und sie sind da und sie sind mit dir. Und sie sind zu deinem Schutz und mit, oder? Das wäre doch einmal eine Perspektivenänderung. Dann wäre plötzlich, ich bin so ein armes, kleines Opfer und mir geht es nicht gut und mein Leben ist so schlecht. Und hey, nein, das sind Engel, die mir dienen, die mit mir sind, die mit mir unterwegs sind. Gott meint es gut mit mir. Dass wir da so eine Perspektive ändern, dass wir anfangen zu leben in dieser unsichtbaren Realität, die viel grösser ist als das, was wir jetzt da einfach heutzutage so sehen. Und dann kann man das Weltgeschehen und überhaupt unser Leben ganz anders betrachten, ein Stück weit entspannter. Ein Stück weit entspannter. Warum? Weil wir wissen, letztendlich ist Gott in der Verantwortung. Letztendlich ist er dem, wo der Sieg gehört. Letztendlich ist er das Haupt von allem. Und das lässt mich ein Stück weit entspannter werden. Ein Stück weit weniger ängstlich. Natürlich habe ich auch Angst und. Aber ein bisschen weniger, weil ich einen Blick habe, der ins Unsichtbare hineingeht. Und nebst dem Blick, dass er den Sieg hat, dass er der König ist und schlussendlich auch die Verantwortung hat für alles und sie auch nimmt, ist es auch so, dass die Liebe von ihm zu dir eine Realität ist. Die spürst du vielleicht nicht immer, die siehst du nicht immer, die ist nicht immer, aber sie ist da. Und nichts kann dich von dieser Liebe, von dieser göttlichen Liebe trennen. Und das ist etwas, was gewaltig ist. Und das ist eine Perspektive, die unsichtbar ist, die vielleicht ein Stück weit unfassbar ist. Ich fühle mich auch nicht jeden Abend mega geliebt. Also von der Miriam schon, aber nicht immer von Gott, oder? Und am Morgen, wenn ich aufstehe oder so, oder? Aber das ist eine Perspektive, wo wir uns auch dafür entscheiden können, mit der zu leben. Und das steht da im Römer, oder? Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf mich trennen kann, scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist eine Entscheidung, mit dieser Perspektive durchs Leben durchzugehen. Und das ist eine heilsame Entscheidung, das ist etwas Heilsames, das ist etwas, was gut tut, in düster Not, auch wenn du das hast und sie real ist, auf dieser Erde da, wo wir anlegen können, wenn wir die übernatürliche Sicht haben, auch ein Stück weit sagen, hey, Gottes Liebe ist trotzdem da. Ich spüre es nicht und ich weiß auch nicht genau, wenn er mir jetzt hilft. Er hat mir eigentlich nicht geholfen und eigentlich bin ich enttäuscht vom Leben und. Und trotzdem ist es eine Entscheidung zu sagen, hey, da ist jemand. Und der wird mir mal erklären, der wird mir meine Geschichte mal aus seiner Perspektive erzählen. Aber nur deine Geschichte, nicht meine. Und wenn wir so mit dieser Perspektive unterwegs sind und vor allem auch mit dieser Perspektive da, dass man Einfluss ausgeliefert sein oder sagen, ja, ich mache das oder ich mache das, gibt es 2 Möglichkeiten, wie wir durchs Leben gehen können. Oder wie wir Einfluss nehmen können auf die jetzige Welt oder auf die Schnittstelle, die es da gibt. Die erste besteht darin, dass man Gott anbetet, dass man seinen Willen sucht und seinen Willen da auf dieser Erde tun.
Genau gleich, wie andere früher einen Baal angebetet haben und einen Willen vom Baal verehrt haben und seinen Willen tun haben, haben sie Böses auf die Welt gebracht. Das sehen wir im Alten Testament noch und nöcher. Genau so können wir sagen, jawohl, ich nehme die geistliche Perspektive wahr und ich suche Gottes Willen und ich setze den auf dieser Erde um, damit sein Reich wächst. Ganz einfach, ganz praktisch, oder? Ist etwas für die Welt. Da müssen wir nicht besonders geistlich sein und spooky und schwierig und so, oder? Sondern da können wir einfach sagen, durch unser positive, liebevolle, hilfsbereite, von Gott geleitete Verhalten nehmen wir Einfluss auf dieser Erde und geben Gott Einfluss auf dieser Erde. Kann er auf dieser Erde sein Reich bauen und Einfluss nehmen? In dieser Welt strahlen wir so sein Reich aus und verherrlichen ihn und warten auf seine Wiederkunft, weil dann kommt er und dann richtet er sein Reich auf. Und das ist dann der Sieg, oder? So in diese Richtung. Und also will ich euch sagen, hey, wenn es doch so eine Schnittstelle gibt, dann nutzen wir, du und ich, doch die Schnittstelle, damit wir da zu Gott kommen, ihm begegnen, dem Heiligen Geist begegnen. Ich weiss, das ist alles nicht sichtbar, nicht ganz fassbar. Trotzdem reden wir darüber, trotzdem ist es eine Realität in der Bibel, dass wir genau die Begegnung mit Gott suchen, damit er uns erfüllt, damit er uns führt und leitet und wir können auf dieser Erde sein Reich bauen, durch Handeln. Morgen am Morgen, heute Nachmittag. Positives, liebevolles Handeln, hilfsbereit, von Gott geleitet, durch die Welt zu gehen. Das ist die eine Möglichkeit, wie wir von dieser Perspektive vom Übernatürlichen beeinflusst werden und etwas verändern auf dieser Welt. Und dort werden wir auch neu justiert, oder? Wenn wir in die Begegnung kommen mit Gott, dann fällt das wieder ab, wo wir irgendwie falsch gedacht haben, wir müssen doch ein bisschen mehr auf mich schauen und so, dann hilft er uns dort zu justieren. Und der Paulus schreibt das im Römer 12 so richtig cool. So, hey, schau, das ist das Leben, das so funktioniert. Wenn wir uns für diese Perspektive, in dieser Leitung sind, oder? Dann sagt er, eure Liebe soll aufrichtig sein. Und wie ihr das Böse hassen müsst, oder? Das ist ja immer sagen, wir Christen sind gut im Hassen von dem und das ist nicht gut und dit, oder? Aber genauso, wenn wir hassen, sollen wir das Gute lieben und tun. Seid in herzlicher Liebe miteinander verbunden. Gegenseitige Achtung soll euer Zusammenleben bestimmen. Bewältigt eure Aufgaben mit Fleiß und werdet nicht nachlässig. Lasst euch ganz von Gottes Geist durchdringen und dient Gott dem Herrn. Seid fröhlich in der Hoffnung darauf, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Bleibt standhaft, wenn ihr verfolgt werdet. Das ist also das Komprimat, oder? Da könntest du eine Predigtreihe nur über diese Verse machen. Aber das ist so, das leuchtet manchmal so auf der Bibel, wo der Paulus sagt, hey, und so soll das Leben sein, geleitet von Gott, geleitet von dieser Schnittstelle, wo der Heilige Geist wirkt. Die Schnittstelle geht ja bis ab ins Herz, der Heilige Geist, der in uns wohnt. Oder? Und dann hört er auf, da, der Vers 12, und lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Und das ist die zweite Möglichkeit, wie wir Einfluss nehmen können. Die erste Möglichkeit ist unser Handeln. Das heisst, in der Familie, beim Job, überall. Einfach dort, wo wir Einfluss haben. Oder? Dort können wir handeln, dort können wir drin sein. Und dann gibt es eine zweite Möglichkeit. Und das ist das Gebet. Dort können wir Einfluss nehmen, wo wir gar nicht mehr hin mögen. Ich habe einen Kollegen, dem sein Sohn ist 22 und nicht nur gut unterwegs. Aber er hat keinen Einfluss mehr als Papi. Die Zeit ist abgelaufen, oder? Und dort hat er sich Mühe gegeben und Fehler gemacht und viel Gutes gemacht und. Da kann man über alles. Aber jetzt kann er nur noch Einfluss nehmen durch das Gebet. Jetzt kann er nur noch den Joker, den hat er immer und den haben wir immer. Und so können wir Einfluss nehmen, wo ich keinen Einfluss habe. Wo weit weg ist, über die Landesgrenzen aus, oder? Und das ist das Schöne, dass wir dort Einfluss nehmen können, wo wir gar nicht hinmögen mit unseren Taten und unserem Gehen. Hört nie auf zu beten und zu bitten. Lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiten. Bleibt wach und bereit. Bittet Gott inständig für alle Christen. Und dann habe ich letztens mit einem diskutiert, der hat dann gemeint, die Energiepreise werden in den nächsten Jahren so und so viel steigen.
Dann habe ich gedacht, ui nein, oder? Dann geht eigentlich mein Lohn nur noch fürs Benzin drauf, oder? Dann haben wir den Miriam ihren Lohn, der geht dann fürs Wohnen und dann sind wir blank, oder? Also keine Ferien, nichts mehr und so, oder? Also, und in diesem Zusammenhang da habe ich mir überlegt, wie schlecht muss es denn dir und mir im Leben überhaupt gehen, dass wir wieder durchs Gebet Einfluss nehmen? Wie fest müssen wir gerüttelt und geschüttelt werden und von unserem wunderbaren Sockel, wo wir draufstehen, vom Wohlstand und vom, dass es uns gut geht, anfangen runterzugehen? Und sagen, hey, und jetzt stehen wir wieder auf und wir beten füreinander und wir brauchen nämlich das Brot, wir brauchen das und wir nehmen Einfluss dort und da und wie nahe muss denn der Krieg noch kommen, dass wir anfangen aufstehen und beten und die Möglichkeit vom Einfluss nehmen, weit weg von uns, aber zusammenzustehen und sagen, hey, dort beten wir hin für Frieden und so weiter. Und vielleicht sehen wir es auch gar nicht, aber wir stehen auf und nehmen die Möglichkeit wahr. Und vielleicht muss es wirklich auch wieder mal uns aufschütteln, damit wir zusammenstehen und zusammengehen im Gebet. Und weil im Gebet gibt es so eine Brücke zu Gott, wo wir schlagen können und können Einfluss nehmen und können vor ihm hingehen und sagen, Herr, beweg bitte deinen Arm in der Ukraine. Herr, beweg bitte deinen Arm oben an mir, dort, wo mein Nachbar ist, wo ich keinen Einfluss habe. Herr, bitte beweg du deinen Arm. Und es kommt ein Mitfühlen für andere Menschen, für andere Christen. Beweg du den Arm dort, wo krank ist, da, wo dort und überhaupt. Und das sind so zwei wichtige Möglichkeiten. Aber dazu braucht es den Perspektivenwechsel. Dazu müssen wir sagen, jawohl, es ist Gott, der regiert. Es gibt die Schnittfläche, oder, wo wir drin hineintauchen können. Es gibt den Geist Gottes, der in mir wohnt, der mich drängt, der mich führt zum Gebet. Und ich habe das gerade letzte wieder erlebt, wo ich dachte, da muss ich noch anrufen und dort und da und Zeug und Sachen. Und dann merke ich einfach mein Herz, das sagt, du eigentlich, geh durch ins Gebet, bringt mehr als jedes Telefon und jedes Organisieren. Und ich habe dann 5 Minuten gebetet. Und dann habe ich gleich angerufen. Ich bin ja auch ehrlich, oder? Aber das sind die Möglichkeiten, wo man kann sagen, hey, da wollen wir drin stehen. Und jetzt lassen wir uns nicht ablenken, meine Damen und Herren. Wir lassen uns nicht mehr ablenken von diesen 2 Massnahmen. Von diesen 2 Punkten, wo wir Einfluss nehmen in dieser Welt, lassen wir uns nicht mehr ablenken. Von Angst oder von Mutlosigkeit oder von Trägheit. Und wir lassen uns auch nicht mehr ablenken von Gier und irgendwie Wohlstand oder Machtgelüst. Nein, wir wollen aufstehen. Mit der einen Hand, sage ich jetzt einmal, wenn wir Gutes tun auf dieser Erde. Wenn wir ein Wohlgeruch sind für die Welt, die um uns herum ist. Und für die andere Hand stehen wir im Gebet. Und vielleicht ist das ein bisschen etwas, was auch der Luther gemeint hat mit Ora et labora, bete und arbeite. Oder? So ein Wohlgeruch sein mit meinen Taten für die Welt. Weil ja, und das Zweite ist, ein Gebetsmarathon manchmal einzulegen für Sachen, die wir nicht beeinflussen können. Dass wir wie die 2 Schwerter oder Schwert und Schild, wenn wir wollen, dürfen haben. Und so können angezapft sein beim Reich Gottes. Der Heilige Geist, der uns hineingibt und wir, die ohne Einfluss nehmen in dieser Welt. Mit dem möchte ich schliessen und noch beten. Danke, Jesus, dass du da bist. Dass dein Heiliger Geist da ist und uns führt und leitet. Und dort uns leitet zum Betten und dort uns leitet zum etwas zu tun. Und da danke ich dir, Jesus, dass du deinen Heiligen Geist geschickt hast. Und ich danke dir, bist du auf dem Thron mit dem Vater und regierst. Und hast die Verantwortung und hast die Fäden in der Hand und die Sicht, wenn wir immer mehr auch haben. Und wir flehen dich an, gerade jetzt für Frieden in der Ukraine, für Frieden in Europa. Aber das ist nicht der einzige Krieg. Es gibt noch so viele andere Kriege in unserem Herzen oder in Familien hinein, wo wir vielleicht sehen. Und ich bitte dich für Familien, die zerrüttet sind, wo es schwierig ist, dass sich die Menschen wieder vertragen und aufschauen zu dir. Und ich wünsche mir auch, dass wir wach werden können und wieder sagen, jawohl, wir beten, wir gehen für das. Weil Einfluss nehmen können wir gar nicht, so weit weg ist es. Ich danke dir, Jesus,
dass du da bist und jetzt mit uns in den Worship hineinkommst, wo wir dich anbeten und wo wir auch in diese Schnittstelle eintauchen können, mit gesungenen Gebet, mit gesungener Sehnsucht, mit gesungener Liebe für dich, wo wir reintreten können. Und ich danke dir, dass du treu bist und deine Liebe da ist und deine Liebe fließt gerade in dem Worship-Zeit hinein, wo jetzt kommt, wo in dieser Schnittstelle kann passieren heute Morgen. Amen. Und wenn du noch mehr von dieser Schnittstelle